glaube, wenn wir uns mit dem Thema Sterben und dem Tod irgendwann in unserem Leben auseinandersetzen, je früher, desto besser, sind wir auch bereit, wenn dann irgendwann in unserem Leben die Schlussklappe kommt und es einfach fertig ist mit dem Leben und ja, der Tod kann dann kommen, man ist dann wie gelassener. Und ich glaube, die Gelassenheit, die braucht jeder Mensch und darum ist es wichtig, dass jeder Mensch sich Gedanken über seinen eigenen Tod macht. Ja, ich bin der Fabian Bürgi, bin ein junger Filmemacher und das ist meine Maturarbeit. Ja, Sterben hat mich eigentlich schon immer fasziniert und darum mache ich jetzt die Filmporträts. Sterben ist relativ schnell einmal ein Thema geworden in der Kindheit. Mit 4,5, nicht ganz 4,5, ist meine Schwester tot geboren und das heisst, dort musste ich mich das erste Mal damit auseinandersetzen. Und wir haben das auch sehr offen diskutiert und darüber geredet. Und das ist auch für mich so, darum habe ich einen guten Zugang zum Thema Sterben. Für mich ist es kein Tabuthema, ich rede gerne darüber. Und dann mit 9,5 ist meine Großmutter und mein Onkel gestorben, beide innerhalb von einem halben Jahr. Und dann, jetzt vor einem Jahr ungefähr, ist mein Großvater gestorben. Und das Ereignis war so ausschlaggebend, wieso ich eigentlich auch die Maturarbeit gemacht habe. Ich rede gerne darüber, weil dort habe ich die letzten 2 Tage mit ihm verbringen, mit meinem Großvater. Und das ist mir so näher gegangen, aber so positiv näher gegangen, dass ich eigentlich auch das will zeigen, dass es nicht nur traurig und schlimm ist, so ein Tod und so ein Sterben. Darum kann ich auch gut offen darüber reden, durch dass ich eben so viel schon Berührungen damit hatte und auch die Berührung an mich herangelassen habe. Ich glaube, es ist ein Tabuthema, weil man einfach Angst hat davon. Oder man weiss ja nicht darüber. Die Geburt ist erforscht, der Tod ist nicht erforscht. Und ich glaube, das macht vielen Leuten Angst. Man weiss nicht, was nachher kommt. Und darum am besten nicht darüber reden. Am Konflikt aus dem Weg gehen. So typische Haltung der Gesellschaft. Bei meiner Schwester, bei der Valentina, war so mein erster Kontakt so richtig mit dem Sterben. Ich musste dort mit 4,5 realisieren, dass meine Schwester doch nicht auf die Welt kommt. Also doch, auf die Welt kommen tut sie, aber tot. Das heisst, sie wird nicht überleben, sozusagen. Aber sie wird wie zurückgeben, wenn man es jetzt religiös will sehen. Das Geschenk von Gott gibt man wieder zurück. Ich glaube, es war nicht einfach, aber es war ein spannender Moment. Und ich glaube, gerade mit diesen 4,5 Jahren ist eigentlich gar nicht so ein schlechtes Alter, um das zu realisieren. Und natürlich habe ich es nicht so realisiert wie bei meinem Großvater oder bei meiner Großmutter. Aber es war schon ein extrem wichtiger Prozess gewesen. Und danach gesehen, dass dann trotzdem nicht einmal ein Jahr später mein Bruder auf die Welt kam, ist natürlich auch wunderschön. Das heisst, da hatte ich nicht einen Ersatz, sondern einfach eine ganz andere wieder Vorfreude auf das Baby. Also, es ist eigentlich, es hat es eigentlich spannend gemacht. Ganz wichtig ist, man muss nicht Angst vor dem Tod haben und ich glaube, man muss auch nicht Angst vor dem Sterben haben. Ich unterscheide das ein bisschen, weil Tod, finde ich, wenn man tot ist, ist man tot. Das heisst, selber erlebt man wahrscheinlich dann nichts mehr oder nicht mehr viel und dann ist fertig. Das heisst, Tod, da muss ich keine Angst davor haben. Sterben kommt darauf an. Natürlich, es kann einem irgendwie schlecht gehen und so, aber auch da gibt es mittlerweile so viele gute Schmerzmittel und Behandlungen. Also ich glaube, mit Schmerzen sterben müssen die wenigsten, wenn sie an einer Krankheit sterben. Bei einem Unfall ist etwas anderes, da geht es meistens schnell. Ja. Aber ich glaube, so die Angst vor dem Sterben habe ich persönlich im Moment nicht. Und ich weiss nicht, wie es dann bei mir ist, wenn es dann wirklich der Fall ist. Aber ich glaube, man muss auch nicht die Angst haben. Vielleicht entwickelt sich dann eine Angst, wenn es akut ist, die Krankheit oder die letzte Lebensphase. Aber ich glaube, aus jetziger Sicht lohnt es sich nicht, Angst zu haben. Sollte man das alles ein bisschen lockerer anschauen, weil locker anschauen, darüber reden. Und wenn es Zeit ist, dann ist es Zeit. Man
kann man nichts machen. Man kann nicht steuern, wenn man stirbt. Und darum lohnt es sich wirklich nicht, sich Gedanken darüber machen, wann soll ich sterben, sondern man muss Gedanken machen, wie ich will sterben oder was mir wichtig ist beim Sterben und ob ich bereit bin, irgendwann mal zum Sterben. Weil wenn ich nicht bereit bin und einfach so sterbe, dann ist das wahrscheinlich nicht so cool, glaube ich jetzt mal, und nicht so schön. Ein ganz wichtiger Punkt finde ich, man muss über das Sterben reden können. Es ist wichtig, jetzt darüber zu reden, weil irgendwann ist es spät. Und lieber redet man jetzt, weil wenn es spät ist, ist es spät, dann haben wir es verpennt. Und ich glaube, es hilft den Angehörigen, es hilft allen eigentlich, wenn man über Sterben redet. Es hilft einem selber wahrscheinlich auch. Jeder Mensch hat verschiedene Wege zum Trauern. Und ich glaube, das muss man auch akzeptieren. Ich glaube, man kann nicht jemandem vorschreiben, wie er muss trauern muss. Man kann nicht jemandem zeigen, wie er trauern soll. Oder man kann nicht helfen im Sinne von, also man kann für die Leute da sein, aber man kann sie nicht führen. Das geht nicht. Man kann sie nur begleiten. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, weil bei all diesen 4 nahen Todesfällen hatte ich jedes Mal einen anderen Weg gehabt. Und trotzdem habe ich für mich, also finde ich, dass ich es überall geschafft habe, darüber zu trauern können und trotzdem weiterzuleben und jetzt nicht irgendwie gerade in eine riesige Depression hineingehen. Und ich glaube, da ist einfach, ja, wenn eine Depression der Weg ist, dann ist das der Weg. Also ich glaube, den eigenen Weg finden zum Trauern, das ist extrem wichtig. Ich glaube, wenn man sich Gedanken über Sterben macht, wenn man darüber redet, darüber denkt, darüber fantasiert oder was auch immer, ich glaube, dann geht man anders mit dem Leben um. Man kann gelassener sein, eben, und das ist für mich ist eine extrem hilfreiche Situation, jetzt darüber eine Arbeit machen können, weil ich muss mich damit auseinandersetzen für die Arbeit und ich will mich damit auseinandersetzen und das sollte eigentlich jeder junge Mensch oder jeder Mensch allgemein sollte sich damit auseinandersetzen, weil es uns alle betrifft. Und ich glaube, wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann können wir ganz anders das Leben geniessen.